Die wilde Jagd wurde geschlagen und die weiße Kälte aufgehalten. Doch das Abenteuer ist noch lange nicht vorbei. Nicht hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, herzlich willkommen zurück hier zur mittlerweile zweiten Staffel des Let's Plays, das ich mal so getauft habe auf The Witcher 3 Plus DLC. Weil es geht hier unter anderem halt um New Game Plus, aber natürlich auch vor allem um die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Jo, Geralt ist schon mitten in der Meditationsübung. Man sieht, es sieht ein bisschen anders aus alles. Er hat irgendwie eine neue Narbe da links auf der Schläfe. Sieht doch schon mal sehr, sehr interessant aus. Und würde man sagen, wir legen direkt mal los, wa? Jetzt natürlich so, weil jetzt hier vor allem in der ersten Phase erstmal Hearts of Stone zocken, weil mit New Game Plus bin noch nicht so ganz nachgekommen mit dem Zocken mittlerweile, also inzwischen halt. Und wenn ein bisschen doof, wenn ich dort jetzt direkt ansetzen würde, deswegen jetzt zuerst Hearts of Stone, dann kommt vermutlich New Game Plus und danach dann Blood and Wine irgendwann im ersten Halbjahr 2016. Hearts of Stone ist noch interessant, man kann hier wählen, wie man es spielen möchte. Ja, sprich, man kann sogar sagen, neues Spiel, nur Hearts of Stone und zwar ohne Wild Hunt, das hätte durchaus was für sich, muss man zugeben. Andere Variante, diesen macht ein neues Spiel und startet dann die Quest mit Hearts of Stone. Plus hat Wild Hunt, wobei das geht dann erst nach Ereignissen in Weißgarten. Oder dritte Variante, wie es wir machen werden, und zwar anschließend zur eigentlichen Hauptstory. Also das anschließend jetzt ein bisschen doof erklärt. Nee, ist halt so, man kann es halt trotzdem im normalen Spielstand so laden und zack, da hätte man sie. Bam, darf so erscheinen, da zaubert auch das Böse, ja, so heißt die Quest. Zumindest mal die Hauptquest von Hearts of Stone. Dann könnte man so auch mittendrin wieder loslegen. Jo, jetzt halt, weil der Schaff bereits vorbei ist, oder Ciri, die ist jetzt offenbar allein als Hexerin unterwegs. Keine Ahnung, wie es genau zeitlich, ja, wie man es halt zeitlich sehen könnte. Ebenfalls, wir sind noch der alte, gute Geralt, den man es kennt, von dem eigentlich nichts Besonderes. In diesem Sinne, inventarmäßig, es müsste eigentlich alles noch das Gleiche sein. Halt jetzt mittlerweile Version 1.10, das hat mitunter ein paar neue, ja, wie soll man sagen, doch halt neue Icons gegeben, zum Beispiel hier bei den Tränken und so weiter, der Absuden sehen mittlerweile ein bisschen anders aus. Und wir können es mittlerweile auch 4 Tränke gleichzeitig tragen, zumindest mal Konsumgüter, was es hier heißt. Im Sinne von hier switchen. Moment, ja genau hier. Dann kann ich zum Beispiel Tränke austauschen. Oh. Das wäre clever. Ja, so wäre es eigentlich gemeint, so funktioniert das Austauschen. Geil, Mike-Klasse, mal richtig geil gemacht. Naja. Ansonsten, jo. Wie gesagt, storymäßig geht es also direkt da. Oder machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Die wilde Jagd ist besiegt, die weiße Kälte aufgehalten. Ist bloß halt die Frage wegen Triss und so weiter, weil ich habe jetzt hier die Romanz mit Triss am Laufen. Aber egal. Legen wir also los mit Hearts of Stone. Und zwar ist es hier in Novigrad in der Umgebung. Ich gucke gerade, das sieht man eigentlich schon. Ich müsste eigentlich alles ein bisschen. Ja, man sieht schon, wa? Dass plötzlich das Gebiet alles größer ist. Hui! Und zwar durch das Update eben, glaube 1.10 plus eben dann noch das DLC Hearts of Stone selbst. Was es alles noch freigeschaltet hat. Ansonsten halt Version 1.10 hat noch ein paar neue Gesprächsoptionen freigeschaltet, vor allem für die Triss-Romanze. Aber auch noch für die Yennefer-Romanze, aber sehen wir später alles noch. So, das ist mal hier Anschlagbrett, die 7 Katzen. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everec. Der ist der Auftraggeber. Alles klar, machen wir. Was noch interessant ist, wie gesagt, Version 1.10 hat halt ein paar Updates gebracht, und, aber was ich jetzt auch ein bisschen seltsam finde, die Grafikbugs bei Geralt, oder wegen der Rüstung und so, sprich wegen dem Halskragen vor allem,
Die sind immer noch da. Dass plötzlich, ja, das Kind irgendwie plötzlich sichtbar ist, obwohl es gar nicht sollte. Mama hat gesagt, Naja. dass ich zu einer Striege werde, wenn ich mein Abendbrot nicht aufesse. Wäre aber nicht so schön, so eine Striege zu werden. Dann mal gucken. Ja, hier, also sprich, alles, was Hearts of Stone betrifft, wird in Blau dargestellt. Oh, ist auch geil, war. Müssen nachher noch ein paar Sidequests kommen. Zum Beispiel die hier. Auch Hearts of Stone, einfach in Blau dargestellt. Finde ich schon noch eine geile Idee. Ach du Scheiße, die Statuetten. Ja, die gehen ja nicht mehr. Oh, gewinnt. Gut, das ist ein anderes Thema. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache, wenn gewinnt. Weil bei New Game Plus bereits damit begonnen, da die ganzen Quint-Quests zu machen. Ich habe auch schon ein ziemlich starkes Deck und so, aber auch schon das Turnier in der Passiflora in Novigrad gewonnen. Also sprich, hier oben gibt es noch ein Quint-Turnier. Haben wir auch schon gewonnen, aber das ist eben New Game Plus Spielchen. Das sind jetzt hier ist ein bisschen halt unser alter Spielchen wieder und da habe ich so sagen, keine guten Karten. Müssen wir gucken, wie ich das hier mache. Gut, so wenn direkt mal auf war, kann ich mich irgendwie ganz schnell hinporten dort. Ich schätze mal wenig, wird wohl ein neues Gebiet sein, war. Jetzt war noch Anschlagbrett. Hier ist er also, war. Ist das alles hier neu sein, ein neues Gebiet hier? Ich gucke gerade, doch, das kann sehr gut sein. Und bei Blut und Wein vermute ich dann. Ja, muss vor allem hier unten, weil Tuse, wobei, da müsste sogar noch weiter unten sein. Das ist echt ziemlich weit unten, Nilfgaard meine ich halt. Gut, ich würde jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, noch kurz mich ein bisschen frisch machen. Das vielleicht nicht so eine schlechte Idee. Verdammt, wo ist jetzt Ochsenfurt schon wieder? Hier, dankeschön. So, und ich bin auch sehr gespannt, weil eben diese... Ja, die Erweiterung hier, Hearts of Stone, soll vor allem auch in Umgebung Novigrad spielen. Und Kenner von The Witcher 1 und den Büchern, die wissen ja auch, dass hier Umgebung Ochsenfurt noch eine alte Bekannte von... Wo gehe ich überhaupt hin? Eine alte Bekannte von Geralt... Ja, sich befindet. Und zwar die gute alte Shani. Bin auch schon sehr gespannt, wie sie hier auftreten wird. Und angeblich soll es mit ihr eine neue Romanze geben, obwohl es gar keinen Einfluss auf Yen und Triss haben kann. Also da bin ich auch ein bisschen überrascht noch und vor allem natürlich erstaunt, wie es nie umgesetzt wird. Ah, die gute Shani. Sei gegrüßt, Mann. Hast du Rasiermesser? Ja, bitte schnell. Frisur kann bleiben. Ich finde die sowieso eigentlich am besten von allen. Übrigens, es kann ganz gut sein, dass ich jetzt hier in der Erweiterung von Hearts of Stone noch sehr viele Anspielungen machen werde. Auf Witcher 1, Witcher 2 und die Bücher. Weil ich habe mittlerweile alle durchgelesen und Witcher 1, Witcher 2 bereits, das nicht selber gezockt, aber sogenannte Filmversion davon gesehen. Halt einfach YouTube-Videos, wo halt als Sequenzen zusammengefasst wurden. Und von dem her, ja, bin so gesehen halt doch schon gut up to date und kann es vermutlich nicht lassen, sich halt ab und zu irgendwelche Merkungen fallen lassen. Zum Beispiel, oh ja, da ist ja der und ach, den sehen wir auch wieder. Sowas halt in der Art, war. So, raus aber langsam. Jetzt direkt von hier aus, war einsame Hütte. Plötzlich. Aber wir sind plötzlich, Alter. Mal ganz kurz mal gucken. Wie gesagt, das ist der alte Geralt, aber das Spiel habe ich schon lange nicht mehr genommen. 34 bin ich hier noch, Alter. Bei New Game Plus bin ich mittlerweile schon 64. Was heißt unsere Kanalisation? Ah ja, genau, das haben wir schon angenommen. Ein Runenschmied oder gestartet? Nein, genau, das mit dem Runenschmied. Genau, da ist noch etwas. Keine Merkung. Weil es gibt hier auch in der Erweiterung gibt es nicht nur normal Alchemie und halt handwerklich bezüglich... Oh, jetzt kommt die Meldung schon wieder. Handwerk bezüglich halt Rüstungen und Schwerter. Ne, jetzt gibt es auch Runenschmieder. Und das dann später. Dann hast du ausgerüstet hier. Oh, die Greifenschule noch. Okay. Stimmt, ich habe hier so wenig Alchemie gemacht, wa? Denk mal so machen. Ganz ehrlich, das mit der Greifenschule ist so nützlich und so, keine Frage, aber es sind ja nur 5%. Das ist nicht mehr so viel. Ich glaube, hier gibt es auch neue, wa? Wahrscheinlich Pyrotechnik, Kunstschuss.
Stoppwechsel schon. Ja, man sieht, es hat sich viel geändert. Aber jetzt müssen wir recht mit der Hauptsache loslegen. Dann sagt der Part locker noch irgendwie weitere 60 Minuten und das wäre nicht unbedingt so ratsam. Falls im Uploaden nachher. Oh nein! Vielleicht später noch, aber die momentan keinen Bock. Und ja, ich will es so versuchen, dass ich alles, was zu Hearts of Stone... wow, ganz ruhig plötzlich. Alles, was zu Hearts of Stone gehört, dass ich alles zu 100% mache. Also auch Sidequests und so. Nicht nur die, die halt zur Story gehören, sondern auch sonstige gewöhnliche Quests. Hexaufträge, Schatzsuchen und so weiter und so fort. Gerade bombenmäßig, Nordwind, zum Einfrieren, Kartesch, wenn Explosionsradius gut passt. Donner und Schwalbe ist auch gut. Gut. Dann müssen wir gleich da sein, wa? So, Hearts of Stone ist eine Erweiterung, die ja angeblich Storymaterial von etwa 10 Stunden umfasst, wobei ich nicht glaube, dass es nur 10 Stunden sind, das werden weitaus mehr sein von den ganzen Sidequests und so weiter. Also denke mal 10 Stunden für die, die hier mit Speedrun durchwaschen. Und weil bei unserem Level war. Oh, Entschuldigung, Geralt, das war falsche Steuerung. 34, haben wir sagen lassen. Man startet, glaube ich, hier, wenn man nur Hearts of Stone sagt, startet man, glaube ich, mit Level 30, war? Oder 32 am Ende ist New Game Plus. Okay, ne, wird schon. Unser meisterlicher Wolf. Die wilde Jagd hat er geschlagen. Kuppeln helfen gegen jeden Kater. Und nun will er neue Abenteuer leben. Hey da, Typ. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Everek. Ah, der ist drinnen. Olgierd von Everek. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Interessante Truppe, war. Alle irgendwie tätowiert, die meisten haben seltsame Frisuren. Ich weiß, Mode ist so eine Sache für sich, aber sorry, da würde ich mich lieber schießen, als dass ich mir so eine Frisur verpasse. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen. Alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Interessante Bezeichnung, vor allem ja, da Radovid bereits tot ist. Wie gesagt, wir zocken ja eigentlich alles anschließend jetzt von der ersten Staffel. Und da haben wir Radovid ja, also mehr oder weniger selbst ein Chaos gemacht. Gut, das war Philippa, aber anderes Thema. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everek hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Was ist denn das jetzt für ein Haufen? Naja, immer mal etwas Originelles. Ich glaube, so etwas hatten wir jetzt bisher in The Witcher 3 noch nicht. Ihr seid also alle Olgierd? Stimmt, genau. Ein Mann, 3 Körper. Seine Eier scheren mich nicht. Wer hat sein Hirn?
lachst nicht. Dann hast du das Hirn wohl nicht. Nein. Ich hab die Fäuste. Ups. Aber der Spruch war gut, Geralt, muss er zugeben. Also mit Geralt anlegen ist nicht ganz so clever. Ich habe zwar jetzt in New Game Plus noch das mit den Fäusten gemacht und so. Das reicht jetzt. Sind die stärker geworden? Du bist gut. Würdest prima in unsere lustige Truppe passen. Komm, ich bring dich zu Olgierd. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Moment mal, er gibt einen Auftrag, einen Monsterauftrag auf, aber er braucht mich nicht, um es zu killen. Aber richtig verstanden, wa? Alter, das ist ein Auftrag für den Spaß, Menschenskind, doch nicht Zeit für so einen Quatsch hier. Alter Schwede, naja. Gut, wenn es irgendwie schlecht läuft und so, dann sind wir auch nicht nur der Schlechter von Blaviken, sondern auch noch der Schlechter von, wie heißt es überhaupt gerade hier, der Ort? Kein Name, was? Novigrad geht nicht gut. Das wäre sau doof. Chateau Cerezo, da geht auch nicht, mir fällt irgendwie noch ein Name, wa? Naja, mit irgendwie so, also das ganze Land wird sicher einen Namen haben. Sind wir halt der Schlechter von sowieso. Geil, wenn wir ein Riesenschlechter sind wir schon. Also gut, Olgierd bei Laune halten. Mal schauen. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Ist wohl eine Elfin, wa? Bildhauer ist nicht mein Gebiet, muss sagen, dass es mir gefällt, müssen die Werke von Gerns lieber, wenn ich das Aussangsziel, wir sollen bei Laune halten, war es immer noch, also, Eigentlich bevorzuge ich die Werke Pax Gernsts. Ah, kovirische Schule. Kommst du aus Ochsenfurt? Nein, aber ich kenne jemanden, der da promoviert hat. Ah, Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ataman Olgierd, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. schätze ich auch. Bring uns Wein, Schätzchen. Und was zu knabbern. Also irgendwie scheint er mir sympathisch zu sein, so auf den ersten Blick und so. Und ja, die Stimme kenne ich irgendwoher, weiß aber gar nicht mehr woher. Wird sicher ein bekannter deutscher Synchronsprecher sein. Was mir gerade erstaunt ist, aber der Begriff Ataman.
sagt mir jetzt aus der Hexerei überhaupt nichts, weder aus The Witcher 1 noch The Witcher 2 noch aus den Büchern. Das muss irgendwie sonst irgendein Rang sein. Gut, wir haben Könige, wir haben einen Kaiser, jetzt haben wir einen Ataman. Hey, why not? Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich habe einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Tradiziana. Ja. Da fragt man sich, wenn die hier so, naja, sagen es doch so wie es halt ist, oder? So nordöstlich von Novigrad leben, oder halt nördlich von Oxenfurt. Wie überleben die hier eigentlich? Das ist fast schon wähle Niemandsland, wenn man so recht bedenkt. Eigentlich sind hier echt nur Novigrad und Oxenfurt ein bisschen wohlhabend. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Oxenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Vissy war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Scheint ja fast ein normaler Hexerauftrag zu sein, wa? Übrigens, was hat er gesagt? Tochter des Hausherrn. Also, sorry jetzt mal, ich will jetzt da nicht zu nahe treten und so, aber von Haaren her und so sah sie eher so aus, könnte es seine ältere Schwester oder gar Mutter sein. WTF, na gut, wenn man sagen, Belohnung, du lag kein Interesse, klar, Quest einfach abbrechen. Gut, das wäre eine tolle Variante, war, sagen wir, das Hearts of Stone Let's Play dauert 30 Minuten, geil! Das ist natürlich auch ein Speedrun. Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Wenn ich eins aus den Büchern gelernt habe, dann, dass das zu verlockend klingt, also das wahr sein könnte. Da ist irgendwo ein übler Haken dran. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Ja, vermutlich dauert es 100 Folgen, bis wir das Beast down haben. Naja, ein Frosch war. Ich denke mal, mit so einem kleinen Viech kommen wir schon klar, war. Wobei, so klein kann es gar nicht sein, wenn die sogar eine Frau gefressen hat. Vielleicht ist es ein giftiger Frosch, war. Guckt einen böse an, wie so ein Basilisk, obwohl es gar nicht stimmt, dass er mit dem Blick töten kann. Zumindest nicht der hier bei den Witcher spielen. Hey du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Kommt zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kleuvert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Süße, falsche Schule. Das sind die von der Katzenschule. Oder von mir aus auch Leto. Der macht vielleicht so etwas auch. Aber wir sind da die falsche Ansprechperson. Ich bin ein Hexer, kein Kopfgeldjäger. Du tötest doch ziemlich viele von denen, oder? Wenn sie es verdient haben. Und der Mörder meines Freundes hat es nicht verdient? Hör mir erst mal zu. Kleuvert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten. Wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da?
Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kluivert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kluivert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Katzenauge, ja, ist ein netter Spitzname. Vor allem da Katzengierade gar nicht ausstehen können, aber ist ein anderes Thema. Ist hier eine Sidequest oder was? Tatsächlich, war 2 blauen jetzt. 33, 32 kriegen wir hin, aber nee, den ersten Part machen natürlich erstmal Hauptquest. Dann mal gucken. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwo hier Save Point? Save Point ist schon ein Reisepoint. Da können wir zwar auch eine Mod installieren, indem man diese Reisepunkte, aber wenn ich schon mal hier bin. Ah, jetzt das Garin-Anwesen. Der Schlechter von Garin war. Nee, klingt doof. Da war es in Blaviken besser. Naja, kann Geralt nichts für. Also schon, aber kleinere Übel und so weiter. Aber egal, wir haben jetzt hier was zu tun. Hafen, Ochsenfurt, Navigator. Ich bin jetzt nicht so sicher, weil, was ist eigentlich mit der Armee von Novigrad? Sind die Redan... Was? Redan ist eben noch stationiert, wa? Ja, da ist auch noch da. Schieß ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Kein Kommentar zu Radovid. Da bin ich mal gespannt, weil Radovid ist ja eigentlich down. Er hat überlebt. Nee, nicht möglich. Oh, wenn ich gerade schon mal hier bin, bevor jetzt die Monster runtergehen. Ganz kurz hier ein bisschen fixen. Hallo noch einmal. Quint. Wenn ich bessere Karten hätte. Lass mal sehen, was du anzu... Also wir werden bei Blut und Wein sicher noch viele Gewinn zocken, Leute, keine Frage. Aber hier müssen wir gucken, weil eben das, wir zocken ja anhand der ersten Staffel und da habe ich ja, wie gesagt, sehr wenig bis gar nicht Gewinn gezockt, was halt ein Fehler ist. Was? Wieso so wenig Kohle? Hä? Was verpasst? Ja, weg mit dem Teil. Wieso so wenig Geld? Ah ne, stimmt, das war ja damals so. Entschuldigung, ich bin wie gesagt ein bisschen verwirrt, weil bei New Game Plus war mittlerweile 20.000 auf der Seite. Aber das ist ja ein anderes Thema. Kann ich hier noch was verkaufen? Also nicht hier natürlich so ein... Ja, natürlich nichts. Naja. Gut, reparieren reicht, dankeschön. Bis dann. Gewinn waren natürlich dringend viel bessere Karten. Ich überlege gerade, vor allem die ganz starken, die wir da hätten, war. Taler aufsuchen, ich glaube, das könnte sogar noch klappen. Die blutigen Baron und Dijkstra klappen natürlich nicht mehr, sind bereits down. Und dann hier bei den Scoia'tael müssen wir unbedingt hin. Hier oben ungefähr. Jo. Ne, Moment, hier sogar. Der hat sogar eine starke Karte für uns. Hast du meine Waren schon gesehen? Hey, was suchst du denn hier? Der Eintritt ist aber neu. Das regnet sicher nicht mehr lang. Moment mal ganz kurz, geht hier noch vorbei. Ich meine, wenn hier so ein Eingang ist, wie es damals, wo es darum geht, oder darum ging, Margarita und Schild zu befreien, haben wir den Umweg genommen. Naja. Ja. Nein, ich bin runter. Ah, Kira, was machst du da für einen Quatsch? So. Dankeschön. Ja, spring mal. Na, tu mal Zacken Duster. Das sehe ich jetzt nicht gerne. Ne, aber falsch. Ne, ich noch gerade nicht. Die Katze ist noch ganz praktisch. Haben wir hier noch irgendetwas, wenn ich schon mal hier bin? Sieht so aus, Geisterstaub, naja. Wieso nicht, wa?
Guck, die Katze tanzt für sich allein, immer noch ganz allein. Geralt, was bitte? Geralt? Was ist das gerade? Sollen wir mal gucken, Spuren? Groß, von einem Mann wohl. Ich dachte nur, Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Vorurteil! Ah, Fußspuren einer Frau, aber nur von einer. Tja, die Biesen aber wieder zurück. Nochmal ein Trunkener, kein Problem. Wir haben ja Gwen. Übrigens, wenn ich schon mal bei den Hexerzeichen bin. Ja, Trunkener ist ein Problem für unseren Katzentanz. Was? Nur mal schnell. Was? Monsterohr? Ja, wegen den Zeichen. Ich habe im ersten Staffel vor allem Gwen und Igni eingesetzt. Natürlich haben wir so noch Art. Ja, Art natürlich. Und Axel vor allem, ja, für Quests halt. Ich werde es hier versuchen, ein bisschen zu variieren. Vor allem natürlich mit Irden, aber auch mit Axi. So einmal dazu noch. Jetzt aber erst einmal hier gucken, Geralt. Was mache ich jetzt hier am besten? 30 Schaden. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Dann muss ich ein bisschen mehr Punkte investieren. Mehr in Alchemie machen. Der braucht 20, war verdammter Mist. Weil halt vor allem der hier schon von Bomben. Streubomben, der ist extrem geil, der Skill. Oh, ich muss eigentlich ein bisschen was beim Roten machen. Hier unten zum Beispiel. Verkrüppelnde Schläge. Ja. Sehen wir dann noch. Okay. Nur ein Punkt. Wird aber 2 gekriegt? 2 Punkte? Ne, war nur einer. Gut. 35. Yeah, geil. Dann gucken wir mal, ob ich hier noch irgendwelche Hinweise. Ein Leiche. Geil. Schwertwunden. Das war kein Monster. Nö, kaum. Ja, wie gesagt, ist der erste Part so, deswegen ein bisschen länger. Ich tendiere so 40 bis sogar 50 Minuten an. Mal gucken. Bisschen halt eine gute Stelle haben, um einen Cut zu machen, was sag jetzt mal. Nö. Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Shani? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Shani, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vizima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich wie immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert. Vor allem in meiner Ochsenfutter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter. Dann hat uns etwas angegriffen. Ich werde nicht mehr. Die gute alte Shani. Ja, wir kennen sie dann noch aus The Witcher 1. Und natürlich aus den Romanen. In The Witcher 2 hat sie irgendwie überhaupt keine Bedeutung gehabt. Wir waren mir vorgekommen. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, wie bei The Witcher 3. Hallo Ochsenfurt, Shani, wo bist du? Ja, aber jetzt ist klar. Die Entwickler haben sie ja für Hearts of Stone aufgehoben. Geil. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Knowles. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Und ja, ihr seht richtig, Shani hat auch rote Haare wie Triss, obwohl man hier anmerken muss, Shani hatte schon immer rote Haare, auch schon immer kurze Haare. Wobei bei Triss, als sie aussehen, das war ja doch immer ein bisschen. Bei The Witcher 1 hat sie rote und schulterlange, also, nee, offene Haare muss man so sagen. Bei The Witcher 2 und Witcher 3 hatte Triss eher so
ja, Art Frisur war, kann man schon fast sagen. Ich weiß gerade den Fachterminus dafür nicht. Aber in The Witcher 2 waren es trotzdem irgendwie so richtig Richtung braun, oder? Und hier wieder so richtig feuerrot, obwohl Triss offiziell kastanienbraune Haare hat. Und ja, ich meine, kastanienbraun ist natürlich auch ein gewisses Rot, also kann man durchaus nicht ausschließen. Naja, das sage ich jetzt eigentlich nur, weil alle Frauen, die mit Geralt so gereist sind und die ihr kennt, die haben eigentlich alle immer eine eigene Haarfarbe gehabt. Gut, ich meine, Yennefer und Fringilla ist ein anderes Thema. Obwohl, da stimmt halt die Frisur wieder, war. Fringilla so blau-schwarze, kurze. Aber egal, er kommt vom Thema ab. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig. Hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein. Das war nur ein Ding. Ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Könnte auch ein höherer Vampir sein, wa? Fällt mir gerade mal so der gute alte Regi sein. Kennen wir leider auch nur aus den Büchern. Nee, ein Vampir kann es nicht sein. Ist das eine Anspielung auf die Kröte? Vielleicht ist die Kröte und Lockvogel gibt doch einen starken Vampir hier unten. Oh. Geralt gegen einen Vampir. Oder ein höherer Vampir. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn es nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Das sucht natürlich auch. Übrigens eine Merkung von Shani bezüglich, hey, ich bin ein großes Mädchen und so, kann man selber aufpassen, weiß, wie stur ich bin. Also erstmal, stur sind alle Frauen von Geralt. Ich habe noch keiner erlebt, die das nicht war. Und ein großes Mädchen und so weiter. Das ist fast schon eine Anspielung auf Triss. Bei Säenloch. Kann ich eigentlich hier durch oder ist das zu? Naja, klar. Gut. Alter, das Vieh muss ja Power haben. Art, wa? Gwen? Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Was soll ich jetzt für ein Öl drauf tun? Ich denke mal, Nordwind und Charakter ist sicher geil. Also was anderes gucken. Haben wir noch einen Eintrag jetzt bereits zu Shani? Shani, hey! Und hier haben wir Triss, sind fast so wie Schwestern, war, wenn man so ehrlich ist. Ja, ja, Shani, eine alte Freundin von Geralt und auch vom guten alten Rittersporn. Man glaubt es nicht, aber ist so. Triss Merigold. Ich frage mich gerade, gibt es einen neuen Eintrag bei ihr? Nö. Hat ein Gefühl von den beiden ein neues Leben. Nein, ich dachte jetzt so ein... Oder noch ein Hauptspiel eigentlich. Aber gut. Wir gucken mal, was hier los ist. Moment mal, gucken wir erstmal hier um. Man weiß nie, was noch alles passiert und ob man wieder zurück kann. Schluss ist ja alles zerstört und kommt nicht mehr zurück. Und dabei gäbe es noch geile Sachen zum Abgreifen. Wäre natürlich doof. Okay. Wir kommen nicht besonders. Ja, schon ziemlich vorgegeben der Weg. Chemistenpulver. Dann haben wir hier noch eine Leiche. Schon wieder. Das war kein Monster. Ist das
das eine Art Spinne oder was brütet das Viech hier aus? Alter, wie sie aussieht. Ja, sie ist auch, dass man da runter kann. Aber Leute, ich glaube, das gucken wir uns dann doch erst in der nächsten Episode an, hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Jo, wie man sieht, auch wenn die wilde Jagd besiegt, diese weiße Kälte und sie außer Gefahr ist, sie ihr eigenes Schicksal lebt und so weiter und so fort. Für Geralt ist das Abenteuer noch lange nicht vorbei. Und mal schauen, was hier mit Shani und diesem Olgierd und so weiter und so fort, das noch so alles abgehen wird, wa? In Ochsenfurt plus Umgebung, etc. etc. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.